Die Kämpfe gehen erst jetzt so richtig los hier bei Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Evolution. Willkommen zurück, liebe Freunde. So, mal gucken, was jetzt genau so abgeht hier. Wir haben jetzt ein paar Mal haben wir eigentlich den Ninja-Eskapade-Modus abgeschlossen, aber das will noch nicht heißen, weil es waren sowieso nur etwa 3, ja, kann man so sagen, 3 Etappen. Also so viel zu wenig ist. Und jetzt mal gucken, was es sonst zu denken gibt. Also natürlich hier, Freikampf ist ganz logisch, einfach 1 gegen 1 und so, ist nichts Besonderes, habt ihr auch schon. Da geht es halt in Online-Parts, geht es da richtig zur Sache. Und jetzt halt mal das Ninja-Weltturnier anschauen. Neues Spiel, okay. Scheint doch noch so eine Art, ja, Story-Modus zu sein. Weil sonst wäre es irgendwie hirnrissig, da ein neues Spiel zu schreiben. Na, mal schauen. Laden. 誰しもが抱く疑問がある。何者が任界最強か。Dragon Ball, hallo? その答えをつかむため、ここに一大決戦を開催する。己が最強と吠えし者よ。任界舞踏祭へ集結せよ。そこに答えがある。そこにこそ最強がある。Josh! Erinnert ein bisschen an Baki. Naja. Turnierregistrierung. Ach so, und Turnierteilnehmer können mit verbundenen Risiken. Nee, kann ich nicht. Hallo, wo steht das? Welche Risiken das sind? Toll. Okay, Freunde, die Frage natürlich, welchen Charakter nehmen wir? Ich kann scheinbar nur einen nehmen, ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ich hatte gehofft, wir können irgendwie zwischen Charakteren immer hin und her switchen. Geht scheinbar nicht. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Nehmen wir ein bisschen mal Naruto, also ist der Held davon und sollte es auch hier bleiben. Das ist fast schon ein bisschen zu überpowered, denke ich mal. Der wäre auch ein bisschen doof. Ich kann theoretisch noch die DLCs ausprobieren, wie Krieger und hier Sasuke-Kleidung. Aber auch die will ich eher ein bisschen für online behalten, weil sonst zum Story-Modus drin, oder was auch immer das hier sein soll, kommt, glaube ich, ein bisschen falsch rüber. So, das wäre der Ursprung, glaube ich mal, war. Das wäre wohl der zweite und das wäre der aktuelle. Jo, könnte gehen. Okay, machen wir es mal so. Anmeldung erledigt. Das wäre irgendwie noch cool gewesen, wenn man einen eigenen Charakter stellen könnte. Ja, vielleicht gibt es das ja auch mal. Bei Dragon Ball gibt es ja auch schon, wieso nicht bei Naruto auch. Willkommen auf der Festinsel, der Heimat des Ninja-Weltturniers. Hier versammeln sich die Allerstärksten der Welt, um den Größten und sich zu bestimmen. Ach, du bist dafür vorgesehen, hier zu kämpfen. Ich wünsche dir alles Gute und dass du die Teilnahme nicht bereust. Also dann, fangen wir an. Noch viel mehr, das würde ich jetzt gerne sagen, aber zuerst musst du dich noch für eine geeignete Ranggruppe anmelden. Lass mal sehen. Ah ja, du bist noch ein Neuling im Turnier. Das heißt, du beginnst das Turnier im Rang D. Die Anmeldestelle für Rang D findest du am östlichen Festufer. Dort kannst du dich für die Teilnahme anmelden. Anschließend steht am Turnierdebüt nichts mehr im Wege. Beachte bitte, dass die Kampfregeln im Turnier etwas ungewöhnlich sind. Mach dich im D-Rang ausgiebig damit vertraut. Gute Idee. Mehr muss dazu nicht gesagt werden. Jetzt sollen wir loslegen. Ja, ich wünsche viel Glück. Wir freuen uns schon auf deine Kämpfe. Okay. Gespeichert. Ja, mal gucken. La 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 la. Hallo? Ladevorgang. Ninja-Weltturnier-Modus. Was ist das Ziel? Das frage ich mich gerade auch. Willkommen auf der Festinsel, dem Austragungsort der Ninja-Weltturniers. Hier stellst du dich Turnierherausforderungen von Rang D bis hinauf zu Rang S. Ach du Scheibenkleister. Du beginnst im D-Rang und arbeitest dich Schritt für Schritt höher. Dein Ziel ist ein Sieg im Rang S des Turniers. Viel Glück. Dankeschön. Wie man im Ninja-Weltturnier Fortschritte macht, wenn du am Ninja-Weltturnier teilnehmen möchtest, suchst du den Anmeldebereich der einzelnen Turniere auf. Begib dich als erstes zum Anmeldebereich für Rang D, um dich dort anzumelden. Okay, Bewegung. Kennen wir schon vom Story-Modus von früheren Naruto Storm-Teilen, ist auch nichts Besonderes, genau wie das hier. Eine Karte, mit der kannst du. Ja. Ja, ist klar. So.
Soweit so gut ist wie sie. Also, das hier zockt sich ähnlich wie der Story-Modus bei Storm 2 und Storm 3. Aber eben, wenn es halt alles schon war, dann, Data? Ah, nee. Da haben wir so. Wieso lebt er noch? Der ist. Fuck, kann nicht mehr. Wieso war er überhaupt noch? Gesperrte Bereiche, ja klar. Voller Siegel. Entschuldigung, das war jetzt Sprung. Figurensymbole, kann ich bitte. Ja, ist cool. Das ist jetzt ungefähr die einzige Chance für mich sein, gut auszusehen. Mach mich nicht mal bereit. Wow. Das war ja richtig informativ, Mann. So, was gibt's hier noch Schönes? Ein Chakra-Siegelzeichen. Tja, da ist der Kur da vorne. Da gibt's noch mehr zum Abgrasen. Sehr schön. Ja, ist interessant, dass es trotzdem sowas in Story-Modus hier gibt, zumindest mit Story-Modus-Elemente, was die Bewegungen so anbelangt. Aber naja, mal schauen. Wie gesagt, ich weiß ja eigentlich, dass man hier irgendwie auch gegen eine Yubi und so kämpfen kann. Und das scheint mir jetzt hier an Turniermodus nicht so wirklich logisch zu sein. Außer natürlich, es geht darum, dass ein Turnier unterbrochen wird oder aber es ein neuer Modus freigeschaltet. All das kann natürlich sein. Oh, du bist offenbar ein neues Turnier. Würdest mal eben mal herkommen. Oh nee, was haben wir jetzt schon mal falsch gemacht? Ich gehöre zu den Schiedsrichtern in diesem Turnier. Meine Aufgabe ist es, den Teilnehmern die vielen Turnierregeln zu erklären. Oh Gott. Muss ja sehr interessant sein. Zunächst einmal im Turnier gibt es eine Reihe von Kampfstilen. Hier habe ich mal einen Blick darauf. Regeln für 4 Personenkämpfe ausgetragen. Und selbstverständlich an einer Seite. Man Kampfkugeln sammeln kann. Bitte was? Grundregeln des Ninja-Weltturniers. Der Scheibenkleister. Jeder Teilnehmer hat 1000 Kampfkugeln, um die in den 4 Personenkämpfen gestritten wird. Die größte an dem Gegner zugefügte Schaden, desto mehr Kampfkugeln sind zu gewinnen. Bemühe dich, deinen Komboangriff bis zum Ende erfolgreich aneinander zu reihen oder triff erfolgreich mit einem Jutsu, um die Kampfkugeln möglichst effektiv einzusammeln. Klingt irgendwie crazy. Ja, Übung macht dem Eis, wissen wir natürlich auch. Es kommt nur alles ein bisschen zu gezwungen daher. Falls du eine Turnieranmeldung wiederholen möchtest, sprich auf mit Shizune, okay, einen anderen Charakter, okay. Ja, ist klar. Charakter zu wechseln, auch nicht schlecht. So, wer bist du jetzt? Ich spreche, Mann, kreuzt halt sonst immer was anderes. Bist du hier für den Speicherpunkt oder was? Tatsache. Nee, geh erstmal hier hin. So, servus. Ja, Rang D, Qualifikationsrunde, ein Kampf, Runde 2 Kämpfe, Hauptkampf 3 Runde. Darf man hinkriegen, wa? Blablabla, Fitifali Fulifa. Was? Ja, bin ich? Moment mal ganz kurz. Ich will doch besser davon abspeichern, man weiß zwar nicht, ich bezweifle zwar, dass ich im ersten Kampf verliere, aber man kennt mich ja. Das ist so ungewohnt, ist doch scheißegal. So, mal gucken. Josh. Ja, wie immer. Erwachen zur Erholung nutzen. Bitte was? Sag mal, was ein Gefühl jetzt so. Das ist eine gute Frage, welcher Typ sind wir überhaupt? Ja, die Wollen wir verarschen? Gegen Hokage anzutreten. Glaubst auch plus 2 Ionen in der Servus, wie es das Kakashi einkriegt. Ja, das Stirnband an vom 4. Shinobi-Weltkrieg, sprich vom Shinobi, Shinobi-Truppe halt. Okay, ich kann scheinbar den Modus. Doch, jetzt. Vielleicht. Bearbeiten. Ich hatte nur 2 Wollen wir verarschen? Vielleicht erweitern. Ja, gut, das ist im Story-Modus wie bei früheren Storm-Teilen, sag's mal so. Ja, natürlich nur das, also bringt es ja nichts irgendwie. Ja, gut, das kann man noch machen, wa? Okay, ist klar. Kann eigentlich nur. Ja. Links unten muss ich jetzt noch freischalten. Okidoki. Itemliste. Bringen wir vermutlich neuer weniger. Wieso quatscht Naruto nicht? Das ist doch irgendwie. Crazy, bitte was? Rabatt kriegen. Ja, kann ja nie schaden. So, Kampf beginnen. Ja. Ach du Scheibenkleister. Ist das eine gegen den Reihen oder ist das Battle Royale? Ja. Versuch, mach klug! Was? Mann, ich wollte gerade wegrennen.
In 4 Personenkämpfen greift jeweils ein Gegner eine Zielerfassung an. Das Ziel wechseln wir, solange es dann, worauf das was. Okay. Kampfkugeln sammeln, aus Kampfkugeln fallen. Das Sammeln dieser Kampfkugeln in 4 Personenkämpfen ist von allergrößter Bedeutung. Greift dich dann im Moment zwischen jemand an, wirst du aus dem Kampf entfernt. Ach, also zahlt eine Kampfkugeln. Okay. Das war irgendwie fehl. Wow! Mann, ich bin so weit weg! Mann, Naruto! Alter! Boah, hat wenig Chakra. Mann, das ist total scheiße so. Total ungewohnt. Alle gucken gegen mir. So, ich muss erstmal zur Nadel loswerden. Ich finde es sonst ein bisschen doof, wenn ich gegen alle gleichzeitig catchen würde. Tja, es ist wohl auch klar, wieso ich da Naruto gewählt habe. Alter, Kakashi, geh mir auf den Weg. Hallo, Ultimate Jutsu? Toll, geht nicht. Ist doch kacke, Mann. Man kann aus dem Weg. Ich weiß, BM's gerade ein bisschen, aber man muss jetzt mal richtig reinkommen hier. So, die ist sowieso gleich aus dem Rennen. Und tschüss, Tsunade, du bist raus. So, Kakuro lass mal noch für später übrig. Erstmal gucken, wo ist Kakashi? Wo ist Kakashi? Kakashi! Wieso? Nein, ich habe trotzdem gewonnen. Achso, müssen... Ja, das müssen eigentlich alle platt machen. Einfach hin und her, wa? Interessant. Qualifiziert, und er spricht immer noch nicht. Mann, ey, ist ja voll lame so. Na, mal gucken. Und... Woranga. Ja, für den ersten Kampf wieder drin, also. Könnte auch schlimmer sein. Pet Royale einfach, ist klar. Hätte ich gerade das gewusst, oder gab doch lieber Naruto mit dem, ja, im Kyuubi-Modus genommen. Oder Kurao-Modus, wie auch immer. Gegengriff verwenden, ach ja, stimmt, gibt es ja auch noch. Abwehrbrecher, genau, haben wir bereits versucht. Der Wurf, der klang nicht so richtig, wie er eigentlich sollte, aber kriegen wir auch noch hin. Also Glückwunsch, Mann, du bist cool, Mann, so, das ist eine Vorrunde. Was? Aber, wann ist mal die meisten Kämpfe auf Teamkämpfen auf? Ha, endlich mal. Okay, wir müssen also noch Kameraden finden. Ja, ist klar. Das machen wir schon. Erstmal ganz kurz abspeichern. Ah, Mann. Ich kann es, glaube ich, nie. So, wieder raus, dankeschön. Okay, ich brauche Kameraden. Wie kriege ich die einfach anquatschen? Nee, sind nur die mit bestimmten Symbolen. Was, ihr Ruge-Kunde? Nee. Ich brauche bessere Teammitglieder. Hinata wäre cool. Sakura ist auch nicht mehr hier. Mal gucken, wie groß noch die Insel hier ist. Das ist ein Siegelbereich. Die wollen nicht, das sind nur doofe Zuschauer. Mann, ey. Aber noch weitere Teammitglieder gibt es nur die 2 da unten. Das wäre auch lame. Was haben wir hier noch Schönes? Feldobjekte. Ah! Mann, wollte doch gar nicht. Kann ich irgendwie hoch? Verdammt mich. Das war so nicht geplant. Kann man da hoch? Ui, natürlich nicht. Mann, Naruto, wieso kannst du noch nicht fliegen? Oh, Spoiler. Tja. La 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 la. Mann, wieso geht das nicht? Aua.
Das sah doch aus wie so ein richtiger Secret Room. La 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 la. Die Musik, ey. Die geht mir langsam auf die Klöten. So, wir sind eigentlich da hinten bei der Treppe. Ist ein bisschen schneller hier, oder wie? Nee, scheinbar nicht. Jo, Mei wäre auch nicht so schlecht, aber sie ist ja ein Kargen, von dem her glaube ich eher wenig, dass sie da uns helfen würde. Hier geht's auch nicht weiter. Und ich erst Rang A und so. Jetzt juckt meine Nase schon wieder. Gibt's ja nicht. Oh, Nasenluke verhindern! Los! Geht's da? Nix weiter! Ach, bin ich hier? Servus Nietzsche, will Saffel mitmachen? Ja, Mann! Namen Junge wieder in Erinnerung zu rufen. Okay. Der hat sonst auch nichts zu sagen. Nee, da kein Bock fürs Team. Das ist doch doof, Mann. Ja, mir ist auch schon fertig. Okay, unser Bewegungsradius hält sich noch ein bisschen in Grenzen. Wenn ich ein bisschen sage, meine ich extrem. Wir sind ja total am Arsch. Nun gut, für einen Kampf haben wir noch Zeit. Sprich, wenn er ganz kurz wieder zurück zu, und jetzt plötzlich, wow, aha. Über den Treppen unten waren, glaube ich, hier Iruka und Konamaru. Die Bock haben, mit uns ein Team zu bilden. Können uns ja durchaus bessere vorstellen, aber shit happens. Ah. Ja, schön. Hui, hui. So, jetzt aber. Ich will noch mehr leisten. Jemand werden sie dem alle anderen aufsehen. Dummkopf. Sowas dürfen nur diejenigen sagen, die sich wirklich anstrengen. Davon bist du meilenweit entfernt. Besonders dann nicht, wenn du nur herumquatscht. Na klar doch. Vielen Dank. Jetzt fühle ich mich schon viel besser. Also, was du jetzt besonders brauchst, ist Köpfchen. Wenn nicht richtig klug ist, kann auch kein Anführer sein. Das sind kluge Worte unserer Vorgänger. Das hat Naruto nicht gehört, wa? Und jetzt sieh dich an. Das letzte Mal hast du noch nicht mal die Prüfung geschafft. Die Fragen kannst du ganz leicht beantworten, wenn du das Nachschlagewerk hättest, das im Laden zu kaufen ist. Naja, mit einer Prüfung hatte ich auch nicht gerechnet, nachdem er schon die Ninja-Akademie abgeschlossen hatte. Diese Frage näher ist viel zu schwer, die kann doch niemand beantworten. Ach, tatsächlich? Ein S-klassiger Ninja beantwortet diese Fragen mit Leichtigkeit. Verbündete, oh Gott, ey, nein, bitte nicht. Ja, ich habe so das Gefühl, dass ich erst deren Quest abschließen muss, was mit mir Mika, mit mir catchen und so, was nicht weitergeht. Mensch! Auftrag annehmen, natürlich. Also, um die Fragen zu beantworten, natürlich. Das hat eigentlich geklappt, aber. Ja, aber das ist doch. Frage 1. Was die wichtigsten 5 Ninja sind Knur, Suno, Kumo, Kiri und Suchi. Nein, verdammt! War ja Iwa. Kurzes Mitglied bei Nakatsu, Ninja trägt ihr. Ich kenne mich zwar mit Naruto aus, aber ich habe doch nicht die Symbole der übersetzt, du das vielleicht noch wissen, aber. Scheibenkleider, das war peinlich. Was auch? Könnte sein, wa? Wer für die erste Kampagne als Truppfraktion Mittelreich war für den großen Ninja-Krieg? Okay. Die erste Kompanie als Truppfraktion mittlere Reichweite. Muss natürlich logisch vorgehen. Kakashi wäre ein bisschen fehl, weil es ja final. Nämlich Fune erst recht. Moment mal, doch Kakashi. Er war der Anführer der ersten Truppe. Mifune war, glaube ich, der. Getsuchi war, glaube ich, die zweite. Daru die dritte. Gaara die erste. Uff. Also ich schon damals sagen, Kakashi der Gaara war es. Also der Harui war, glaube ich, die dritte, wenn ich mich richtig erinnere. Mifune war sowieso eine Special-Einheit. Und Kitsushi. Alter, weiß nicht mehr. Das haben wir echt nicht gemerkt. Na gut, mal gucken. Werden sie mit Schwertkämpfen als Kiri führt als Schwert Kabutowari den Helmspalter. Ich eben die Originalnamen bringen. Ja, man nimmt die ursprünglichen. Ich glaube, es war Fuguki, wenn ich mich richtig erinnere.
Und den zahlreichen geschwänzten Tieren ist eines, das von Namen Kuku hört. Kuku, das war... Moment, nee, das war, Isopu, das war Son Goku. 7 war... Wenn mal 7 könnte dann sein, war... Ich überlege gerade. Welcher war ein Goku? War jetzt das der riesige Käfer oder war's... Ne, 6-schwänzige war doch die Schnecke. 7-schwänzige war eben das Insektenviech und der 5-schwänzige war... Ja, wie soll ich den bezeichnen? Oder beschreiben vor allem? Ja, so eine Art Pferd, oder fast? Goku. Der war es, glaube ich, nicht und der auch nicht. Müsste der gewesen sein. Okay, Frage der Fragen, Endlosschein der Reihenfolge. Was? Alle falsch, Alter. Versagt. Leck mich fett. Kann ich irgendwie überspringen hier? Wäre vielleicht noch ganz cool. Ne, geht nicht. Ja, das Nachschlagewerk könnte es auch machen. Ach, da kann ich mal ganz kurz, will es direkt beantworten. So, Iwagakure war's. Mensch. Okay, Rei war's nicht. Ne, Au habe ich vorhin. Warte, nehmen wir mal Rei. Was, Sora? Nimm trotzdem Rei. Frage 3. Okay, ihr habt Kakashi gesagt, ich nehme mal Gaara diesmal. Ja, könnt ihr auch so machen, wa? Vorhin sagte ich Fuguki. Dann war's wohl... Kaotowari. Gab's irgendwie... Ja, hat man dazu irgendwie eine Eselbrücke gemacht? Nee. Pachimunashi. Alter, wie gesagt, ich kenne mich zwar schon aus in der Naruto-Welt, aber nicht so, dass ich direkt irgendwie alle Namen und vor allem Japanisch direkt wüsste. Nehmen wir Ringo. Okay, vorhin hatte ich den 7-schwänzigen, war nicht mal ein 5. Da kommt selber sicher richtig. Ja, okay, ist da einfach klar. Dann war es doch der 5-schwänzige. Goku. Den Anführer bin ich immer noch falsch und dann auch. Und alles korrekt beantwortet, ja, ist klar. Versagt. Okay, vor allem war auch ein dringendes Nachschlagewerk, sonst wird es eine reine Raterei und das wäre natürlich ein bisschen doof. Tja, wie es weitergeht hier bei Naruto Shippuden, irgendwie ganz crazyger Ninja-Welt-Turnier-Modus. Ultimate Ninja Storm Revolution, das noch vieles mehr das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Oh Mann, ey.